Manchmal erzählt ein einziges Bild mehr als 1000 Worte. Ein Gesicht, eine Straße, ein ganzes Stück Geschichte. Und genau das sammelt das Rheinische Bildarchiv jetzt schon seit 100 Jahren. Millionen Aufnahmen, die zeigen, wie sich unsere Region verändert hat. Zum Jubiläum werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen auf ein echtes Schatzkästchen voller Erinnerung. An diesen Ort kommt nicht jeder. Diese beiden schon, denn hier bewahren sie die fotografischen Erinnerungen des Rheinlands auf. Hier lagern wirklich die wichtigsten Schätze des Negativarchivs und des Fotoarchivs. Dementsprechend ist das hier eigentlich der Raum hier im Haus, der ein Schatz ist. Genau hier lagern sie in gut sortierten 2,2 Regalkilometern. Fotos und Negative, die Köln zeigen, wie es einmal war. Manche von ihnen sind die letzten Zeugnisse einer Stadt, die längst verschwunden ist. Ja, Köln wie es war. Da haben wir doch die erste Serie. Was ist das denn? Das ist das Rathaus. Das Rathaus. Das ist das Rathaus. Alter Markt. Das war auch ein Kratzer. Und wir sind hier bei 1925. Man gewöhnt sich nie dran. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man irgendwann müde davon wird, historische Fotografien anzuschauen, weil sie jedes Mal auch eine neue Entdeckung bereithalten. Das fängt bei den Motiven an, geht aber bei der Technik, die angewandt wurde, weiter und natürlich auch bei der Geschichte, die diese Objekte mittransportieren. Gegründet wurde das Rheinische Bildarchiv vor genau 100 Jahren. 1926 auf Initiative von Konrad Adenauer. Sein Ziel? Die Kunst- und Museumsbestände der Stadt zu dokumentieren und die gebaute Substanz Kölns fotografisch festzuhalten. Damals ahnte noch niemand, welche Bedeutung diese Fotos einmal bekommen würden. Die Bedeutung der Bestände des Rheinischen Bildarchivs kam wirklich zum Tragen nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie natürlich auch den Zustand der Stadt, zum Beispiel auch der romanischen Kirchen, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg aussahen, auch dokumentieren konnten in diesen Fotografien. Was auf den Fotos des Bildarchivs festgehalten wurde, wurde nach dem Krieg zum Bauplan für die Erinnerung. Die Aufnahmen der romanischen Kirchen halfen, zerstörte Details zurückzubringen und Kölns Geschichte wieder sichtbar zu machen. St. Severin konnte so nach historischem Vorbild wieder aufgebaut werden. Auch St. Maria im Kapitol verdankt ihren Wiederaufbau solchen Fotos. Auch kleine Details wie dieses gotische Tor konnten durch die alten Bilder rekonstruiert werden. Ja, die Bilder hier im Bestand des Rheinischen Bildarchivs werden auch bis heute angefragt für die Denkmalpflege aktuell. Das heißt, auch wenn heute Häuser renoviert werden, werden diese Bildbestände herangezogen, um Originalzustände abzugreifen und wiederzugeben. Die alten Bilder verschwinden also nicht im Archivstaub. Im Gegenteil, sie bekommen hier immer wieder auch neues Leben. Jeder und jede kann sie im Archiv auf hochwertigem Barytpapier bestellen. Und, wenig überraschend, ganz vorne bei den Bestellungen liegt der Kölner Dom. Ein Motiv, das immer wieder Menschen fasziniert.